So, da sind wir wieder. Mit Hund und Gewimmer. Also, folgendes. Müssen wir mal herkommen, hoffe ich doch. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Ja, der Hund ist runtergefallen. Also, der Weg runtergefallen. Die Felsen runtergefallen. So, und jetzt hat er sich Wehwehchen gemacht. Und ich habe jetzt den Hund geschnappt und habe auch gleichzeitig noch die Taschenlampe. Ich hoffe, dass ich sie in der rechten Hand habe. Und nicht irgendwie in der Hosenlatz hingesteckt habe oder so. Oder das so. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, was ist denn das da? Arscht. Wo habe ich was gesehen? Das habe ich vorhin schon gesehen. Es ist ein sehr helles Blatt. Oh, da ist ein Loch. Nein, das ist kein Loch, das ist eine Mauer. Okay. Was laufen wir da? Kann ich eigentlich auch schneller? Just a little further. Nein. Schneller laufen kann ich auch nicht, okay. Jetzt wäre eigentlich Storytime. Ich meine, es ist. Keine Ahnung. Das kann ich noch fast Story erzählen. Wir haben auch einen Hund gehabt. Also mit mir, wenn ich mal ältere. Ich glaube 2 Hunde insgesamt. Also zu meiner Lebzeit. So, die haben irgendwie nur spitz gehabt. Wahrscheinlich, weil der Vater so spitz war. Und dann weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Waren sie noch jung und kinderlos. Und in wilder Ehe. Also in Ehe, nur nicht wild. Ach, was weiß dann ich. Ja. Also die scheinen dann auch irgendwann. Also hier, ich habe noch 2 Brüder, 2 ältere. Irgendwo da. Ist kein Hagelkreuz. So ein Glückchen, hätte ich euch Wald dran gepinkelt. So. Und es ist schon wieder so glänzendes Ding. Hoppala. Alter, also ich bin ja doch jetzt schon am 5. Mal an dem Kackasch und dem glänzenden Ding da vorbeikommen. Oh, es wackelt aber ein bisschen mehr. Ja. Ja, die haben dann wohl einen Schäferhund gehabt, Mo, aber da war ich wohl noch zu jung. We've been here before. Der ist genauso schlau wie ich. Was steht da? Snow Dreieck. Ja. Also an E-Hund, Ingo hat der Hund geheißen, war Schäferhund, kann ich mich erinnern. Der war groß, also das war halt ein Schäferhund und ich war klein und wenn der mit dem Schwanz gewedelt hat, ich hab hingestellt, hat er mich als umgestummt. So irgendwie. Ja. Und ja, war halt Hund. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, der ist dann irgendwie an Altersschwäche gestorben, da war ich dann grob geschätzt 10 oder 11 oder so, aber weiß nicht. Hunde war noch nie so meins. Mir hatte halt Katze, jeweils immer Annie. Im Moment haben wir Freundin und ich 2, weil die Freundin gesagt hat, nee, wir brauchen 2 Katzen, die ist schon so allein am Arsch. Wo ist dann was? Leaving don't lie. Okay. Ja, also ich bin der Meinung, ne, man braucht keine 2 Katzen. Also ich meine, wir wohnen hier auf dem Dorf, wir wohnen direkt am Waldrand. Wir wohnen in einer ruhigen Straße. Da langt eine Katz. You always this heavy? Ja, da langt eine Katz und wenn die irgendwie was erleben will oder so, geht's hinaus, da rennen 5 Katzen rum, allein im Umkreis sind 5 Katzen. Nee, Freundin wollte unbedingt noch eine Katz haben, also wie ich mit Freundin zusammengezogen bin. Junge, ich zitter, hey. Leider war nix so. Und dann haben wir halt die Endkatz geholt. Die war schon teuer. Hat 500 € gekostet. Von irgend so einem Züchter, aber halt ohne Barbiere, die hätte halt extra gekostet. Also mir. Not a loop. This. Ja, ist halt so. Das ist hopeless. So gehen wir halt im Kreis, davon kann ich jetzt quatschen. Es ging halt darum, es hat halt eine Bengalkatze hingemisst, weil die für Allergiker besser geeignet ist, hieß es, dass die nicht. Also, das, was du an Allergie hast bei Katze, ist so nicht direkt die Katze hoher oder sowas, sondern es ist so die Spucke von der Katze. Und wenn die sich halt sauer macht und leckt und sowas und dann fliehen Hoher rum, so habe ich es mal erzählt gekriegt, und das ist dann das, wo allergisch ist, weil die Hoher rumfliehen, da ist Spucke dran. Die Enzyme von der Spucke wahrscheinlich, irgendwie so. Jetzt ist so das Problem, dass die Freundin halt allergisch ist auf Katzen. Eigentlich auf Tiere. Auf Menschen ganz besonders. Setzt den Hund ab. Warum? Nee. Stäbelos ist schon mal gar nicht. Macht man halt einfach nicht. Also weiß ich nicht, wie ich ihn absetze. Deswegen haben wir halt für Bengalkatze entschieden. Was für sich, die Ente sagen, die haben eine andere Hohe, die andere sagen, die haben eine andere Spucke. Ist mir scheißegal, funktioniert. Together, we're walking out. Sie kann die Katze streicheln, sie kann in die Nähe von der Katze sein und sowas, alles super.
no problemo. Sie sollte nicht die Katze nehmen und sich ins Gesicht schmieren. Hört sich komisch an, aber ja, das ist unter anderem etwas, was du als öfters mal macht. Wo die Katze nehmen und sich ins Gesicht schmieren. Und ja, dann kriegst du dann doch die Aue irgendwie. Wenn ich jetzt den Hund nicht loslasse, sterbe ich dann? Ja, auf alle Fälle, die war halt vom Züchter und ich habe so die Vermutung, ich meine, wir haben sie halt geholt, wie sie alt genug war. Oh, freu mich nicht, ich kann mir doch keine Zahlen mehr, ne? Und dann haben wir noch 2 Wochen länger gewartet, wie er gesagt hat. Ja, alles klar, dann haben wir sie geholt. Ja, wir haben extra gesagt, wir haben nur die kleine Kätzelscher da gesehen, dann haben wir gesagt, da war Annie dabei mit riesiger Aue, die sich sofort versteckt hat. Die wollte einfach nur weg. Dann haben wir gesagt, die wollen wir. Wir wollen Annie haben, die Schiss hat. Und das haben wir geredet. Kann ich den Hund überhaupt absetzen? Nee, ne? Ich kann den gar nicht absetzen. Ich kann nur A-Knopf drücken, sicher. Ich kann ihn nicht mal absetzen. Oh, fuck. Ah, ich kann ihn absetzen. Ich schlafe noch ein bisschen, oder? Jetzt wird mal ganz schwummerig. Wahrscheinlich falle ich gleich um. Ja, ich glaube halt einfach, dass die Katze, die übrigens Katze heißt, dass die zu früh... Ich weiß nicht, hat er die Mutter nicht lang genug Beine gelassen oder sowas? Also sie war jetzt nicht so wirklich gut sozialisiert. Oh, das ist ein Zettel, das ist ein Zettel. Nein, das ist kein Zettel. Ja, also ich glaube, ich sollte halt wirklich den Hund absetzen. Ich meine aber nicht. Oh, ist das neu? Nicht wirklich. Let dying dog lie. Lasst sterbenden Hund lügen. Hey, jetzt stellen wir uns aber mal vor, ich tue jetzt den Hund da absetzen, ne? Und dann leider da. Und dann erbarmt sich einer, kommt da vorbei, der Förster oder so, und sagt dann so, oh, der arme Hund, er lebt ja noch, ich nehme ihn mit, ich hab noch Kraft, ne? Dann steht du aber, ey, lass den Hund leihen. Und dann lässt du den Hund leihen, so scheiße. So, egal, wir laufen noch rund. Wo waren wir? Ja. Die Katze hat halt vor allem Angst. Also, so, ja, wie die noch ganz klein war und sowas. Hat sich halt unter der Couch versteckelt, mit dem Schuhbändel rausgelockt, mit gespielt, gewackelt. Ist alles so einigermaßen gegangen. Rieses Problem ist halt, sobald du dich hingestellt hast, der Angst kriegt, ist sie unter die Couch geschluppt. Aber wenn du dich hingehuckt hast, das war voll in Ordnung. Und eigentlich ist es so immer noch geblieben, hier Geheimtipp, aber verroten Scam. Wenn man die Katze draußen begegnet, gehen in die Hocke. Dann kommt sie vielleicht immer noch nicht zu euch, aber zu mir zumindest und lässt sich streicheln und kraulen und gedönse und blätt rum, dass ich mit ihr spazieren soll und tralala. Jedenfalls, eine Freundin hat gesagt, oh, wir brauchen doch eine zweite Katze. Das war zu einem Zeitpunkt, da durfte die erste Katze noch nicht raus. Das war wahrscheinlich nur ein Monat oder sowas. Wir haben gesagt, den lassen wir noch nicht raus. Und wir brauchen noch eine Katze. Ja super, dann haben wir halt noch eine Katze geholt, noch eine Bengalkatze. Die sieht aber anders da aus. Die sieht eher unauffällig aus. Also einfach grau mit Duppe und ein paar... Hey, hör doch auf. Oh, jetzt kann ich nichts mehr machen. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Okay. War cool, oder? Also ich schnauf noch. Habe ich jetzt den Hund losgelassen? Was dann? Hä? Bullet? Hund ist weg. No, fuck! Fuck! Oh, hast du gehört? Ich habe Fuck geschossen. So. Ja, dann haben wir alle zwei die Katzen noch geholt. Die was habe ich gesagt, unauffälliger ist. Also die Anna ist halt gelb und hat so dicke, runde Blacke so. Wie man halt das von Bengalkatze, aber ja, hat auch funktioniert hier und so. Nur die Haare sind anders da. Also das sind halt so normale Katze, so. Hat normale Katze-Haare, sag ich nur. Während die Katze. Oh, das ist ganz großes, guck mal. Während die Katze, die hat so Samt, also so Katze-Haare und es ist irgendwie so samtig so irgendwie, so ganz glatt so. Voll interessant. Aber die Kami, die ist ganz wuschelig. Das ist super. Und die Kami ist quasi das komplette Gegenteil von der Katze. Die ist halt total verschmust und
Und sie ist eine Hauskatz, sprich, sie ist immer nur im Haus. Also, Moment. Eigentlich ist es so eine Hinkatz, weil sie lieber hin ist. Und die Katze ist eine Hauskatz, weil sie lieber Haus ist. Ja, irgendwie so. Ja, das Problem ist halt, die verstehen sich nicht wirklich gut, die zwei. Muss man halt auch sagen, ne? Was ist mit dem Baum da los? Sie können zur Not miteinander auskommen, essen und sowas, aber eigentlich können sie sich nicht leiden. Ich schätze mal, dass die Katze, keine Ahnung, irgendwie die falsche Sprache spricht oder halt nicht so redet tut, wie es die Kami versteht. Also die fauchen sich halt da und was weiß ich was, wann sie zusammen sind oder wann die eine Anna über den Weg läuft. Ich gehe nur links, ne? Ja, Hund. Ja, aber sie kennen durchaus miteinander leben. Im Sommer... Oh, geil. Ist das der Hund? Ne. Im Sommer sehen wir die Katze sowieso nicht, weil sie ja Haus ist. Da ist sie die ganze Tag unterwegs, kommt also noch zum Fressen oder sowas. Aber das war's dann auch. Da komme ich nicht hoch. Und die Kami ist eigentlich die ganze Tag hin. Auch im Sommer. Manchmal geht sie halt raus. Ist jetzt überall zu oder was? Da war ich noch mal. Das ist aber komisch, da bin ich jetzt im Kreis gelaufen. Nö, bin ich nicht. Kann ich da entlang gehen? Ja, kann ich. Okay. Da ist der Baum wieder, oder? Oh, der Baum ist auch weg. Ah ne, da ist der Baum. Das sind jetzt aber viele Wege, hey. Aber theoretisch bin ich ja von da gekommen, ne? Ja, genau. Ach, laber nicht. Wir müssen da hin. So. Ja, wenn es dann halt kälter wird und dann kommt die Katze öfters rein. Ich gehe wieder nach links. War ich schon, schon, oder? Und dann kommt die Katze öfters rein wieder, pennt auch hin, alles klar, aber so im Sommer pennt die draus, irgendwo im Wald. Das riecht man halt auch, wenn sie dann mal reinkommt oder sowas. Und dann schnupperst du andere, die riecht wie Tannewald, ey. Die wird da irgendwo, vielleicht in einem Garten oder so, irgendwie hat die halt so nicht quasi, denke ich mal. Was wirst du nicht? Ja. Auf alle Fälle, ja, 2 Katzen und ein Hund haben wir gehabt. Katzen sind voll geil. Das Beste, das Allerbeste, ich gehe mal. Das Allerbeste an Katze ist halt, wenn sie dich nerven, machst du die auf und schmeißt sie aus. Ja, kannst du nervst mich, alles klar, du fliegst aber. Ui, dann nimmst du nicht sofort die Tier, was die dir zu, ey. Ja, okay, wir haben eine Katzenklappe. Dann können die ohne einfach hinkommen. Aber dann müssen sie ums Haus laufen. Und dann haben sie sich meistens schon wieder abreagiert oder abgenervt, so irgendwie. So, sollte ich vielleicht aufhören, über Katze zu erzählen? Nö, warum eigentlich nicht? Guck mal, ich habe jetzt schon 13 Minuten über Katze erzählt und die 2 Hunde, wo ich nicht wirklich... Ja, ist egal. Wir haben ja vorher schon Katze gehabt, vor der nicht 2. Also die 2 Katzen haben wir ja erst mit Freundin zusammen wohnen. Kommst du her? Ja. Ja, halt. Bevor ich mit der Freundin zusammengezogen bin, wo wir noch nicht zusammen gewohnt haben, sozusagen, habe ich halt Katz gehabt. Also eigentlich hat die Mutter noch mal die Katz gehabt, wo ich noch bei der Mutter gewohnt habe. Die Katz hat Kätzchen geheißen, ja, ich bin sehr einfallsreich, was Katzennamen angeht, ich weiß. Das Kätzchen gehabt. Kätzchen aber alt schon, ne? Und dann bin ich ja bei der Mutter ausgezogen, hier schön, hoppala, ich häng fest, in eine eigene Wohnung, wie sich das gehört. Da habe ich dann die Freundin kennengelernt, also nicht in der Wohnung. Das wäre lustig, ich zieh mir da hin, oder wohnt schon jemand? Ah, egal, komm, wir schlafen jetzt zusammen im Bett. Ja, nicht in der Wohnung. Sondern, kennengelernt halt. Und in der Wohnung habe ich die Katze dabei gehabt. Oh, guck mal, es wird dunkel. Bin halt, okay, ist die Kamera kaputt. Oh, geil, Telefon, warte mal. Sheriff. Und der ist tot. Anyway, I just wanted to say that we're dropping the search. It's nothing personal. But hey, you left him there to die. It's only fair you die alone out there as well. Goodbye, Ellis. Hopp, tschüss. Huch. Ey. Wieso sind jetzt wieder da? Mal Taschenlampe. Sieht aus, als wäre ich doch runtergegangen. Seltsam, oh, ich kann wieder gucken.
eine Taschenlampe noch irgendwo? Okay, da hinten komme ich nicht weiter. Kann ich irgendwie... Just calm down. Warte, ich rufe mal den Pizzadienst wieder an. Kein Signal. Ist egal, ich rufe trotzdem den Pizzadienst an. Ich hab gar keine Verbindung, wollte gerade sagen. Drum ich rumherum, Vietnam, Gedönse und ich so, hey, wer bist denn du? Hey, jetzt bleib doch stehen. You let everyone down. Wir sind doch jetzt halt dunkel. Ist das überhaupt der Hirsch? Ja, schon. Wer ist denn da hinter mir und knurrt? Hammer, Taschenlampe habe ich doch aber, oder? Oh yeah, baby. So. Hängt wieder so ein Ding. Bam. Ja, hallo? Kann ich dich nicht drehen? Anscheinend nicht, okay. So. Oh, ist noch eins. Mal alle kaputt, oder? Oh, die Blätter. Okay. Hängt die Lappe. Hab da vorne noch einer, jawohl. Menschens, was zu tun hier? Oh, Zeit wo. Könnt ihr einfach mal die Linkshand nehmen, Kollege. Also ich meine, so stabil sehen mir die Dinger jetzt nicht aus. Dass du da immer die Rechtshand nehmen musst. Die Taschenlampe da. Okay. Alles klar. Ah, geil, habe ich Empfang oder was? Was gibt's? Nö, hab keinen Empfang. Kann ich doch einfach... Und da, Nachricht. 12:07 Uhr, ich kriege aber viel. Was ist denn da? Hallo. Was ist das? Super, da ist jetzt einfach eine Holzklumpe runtergefallen. I can't take it anymore. Make it stop. Jetzt bist du auch wie Homer Simpson. Ach, guck mal rein. Hallo. Wenn nicht dann. Work, damn it. Dann muss ich jetzt vorwärts gehen, oder was? Ah, da ist noch einer, guck mal. Hallo. Soll ich einfach lang genug warten? Bis die alle aus dem Nest rausfallen? Da ist noch ein Nest. Da ist bestimmt jetzt gleich wieder einer drin. Na, gibt's da noch was? Ah, da ist noch einer. Hallo. Ich drehe mich mal im Kreis. Also drei Nächte zähle ich. Okay, ich muss nach oben gucken, sonst geht die Taschenlampe nicht. Was bist du? Kann ich da hingehen? Ah ja, guck mal, ich kann da hingehen. Hallo. Genau so. Okay. Alles klar, guck mal, wenn ich da unten gehe, geht die Taschenlampe aus. Das ist geil. Also das finde ich gut. Für die Deppe wie mich haben sie das so gemacht. Junge, du musst nach oben gucken. Gar nichts gesehen. Jetzt ist sie ganz kaputt. Ah, warte mal. Sie geht wieder. Oder wo ist sie Kreuz? Oh, wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Ey, das sieht jetzt aber nicht so gut aus. Ja, eigentlich brauche ich aber keine Taschenlampe. Guck ob mein Handy geht. Wieso kann ich denn eigentlich den Hund nicht mehr rufen? Ja, weil er nicht mehr da ist mir schon klar, aber vielleicht ist er ja irgendwo. Da war ich schon da. Es geht eigentlich ab. Wer ist dann die Frauenstimme da? Das bin ich mit dem Hund. Sogar an der Leine, oder? Ja, wer ist ein braver Bub? Wer ist ein braver Bub? Bullet. Oh God, Bullet. This is too much. Oh, das ist der Hund wieder leid, ne? Und was passiert? Zack, Fleisch. So. Oh, what have I done? Ja, hast du Hund in Ruhe gelassen. So, laufe ich jetzt wieder zurück. Alter, sag mal, bin ich... Ah, ich tue schon wieder. Ne, ich kann nicht hucken. Bin ich Alkoholiker oder was? Das sieht ja lustig aus. Ja, ich glaube, ich kann doch nicht, oder? Du Kack-Handy. Geil, geil, geil. Jesse, hallo. I was it. Jesse. Ne, bleib stehen. Das Handy... Alter, wo ist denn der Pizzadienst?
Jetzt habe ich schon wieder keinen Empfang. Kacke hier. Dann tun wir halt weiter torkeln. Eieiei, komm, gehen wir ein bisschen ins Wasser. Ich kann nicht ins Wasser gehen. Ich muss über die Planke torkeln. Junge, Junge. Jetzt bin ich... geil, das ist immer cool. Irgendwie, ist das hier gerade nicht so gruselig für mich. Just kill me already! Quatsch. So. Oh, What oh. the? So you're still struggling, huh? What did you do with the kid? The kid. That's what you're worried about. Stupid little man, I could just slit your throat and wear your skin. Then why don't you? You'll have to work for that. Bin ich See gut. what you've done. Try as you might, you can only do harm. Nimm das Halsband mit. You Komm. did this. Me? All I did was give you a choice. You chose the dog, and now, And now it's he's dead. dead. I It's... failed you. I failed you. Och, leider, Now komm. you have nothing. Schon Now Eierkafe. you are ready. Come. It's time. It's time for the ultimate I'm so challenge. sorry for everything. If only I could... If only I hadn't married you. If only I'd listened. Jess, please. I know I messed up. You killed them, Ellis. What? You're a murderer and a coward. No. I'm leaving, Ellis. You know what you need to do? Be a man for once. Kann ich mich bewegen? Nee. Oh, geil, Messer. Ja. Na, es ist noch zu früh, aber hat doch schön gespeichert jetzt, aber es ist noch zu früh. Not this place again. Why? I did everything you wanted me to. What the hell am I Was supposed rein? to Das do ist now? geil gemacht, ganz viel. Bullet, how could I... Ist das jetzt das normale Ding? So, ja. So, ja. Oh ja, das sieht aber wirklich... Oh, geil. The creeps. Ich hab ein Stück Holz. Jetzt bin ich schon wieder gebickt. Ne, jetzt bin ich gebickt. So. Ja, das ganze Vietnam-Veterane-Ding, das holt mich halt mal so gar nicht ab. Es ist halt, also ich persönlich, ja. Guck mal, guck das Video, dann rede ich mal weiter. Please, let it be something useful. Oh my God. Haus. Wieso hat der so dünne Ähmchen da? Derjenige welcher. Okay, ins Haus, in die Eck. Nein, nicht rumdrehen. Schön in die Eckstelle. Gesicht zur Wand. Ah, guck mal da. Muss ich mal merken, dass da oh, die blöde Wand da ist. Er kommt jetzt in die Keller. Schlag wie Hexe. Oh geil, das ist das Haus, jawohl. So. Sehr schön. Haben wir uns da jetzt hier gezaubert. Jawohl, Hammer. Guck mal her. In Deutschland wird der ihn wahrscheinlich eh nicht gehen, aber ich will noch ein bisschen rumleichten. Das finde ich gut, dass da jetzt... Hä? Wo ist das Haus hier? Achso, ich muss wahrscheinlich das Video wieder gucken. Ich kann noch ein bisschen umgucken. Ich gehe jetzt noch ein bisschen 5-6 Minuten mich da rumdrücke. Ja, was ich sagen wollte, das Vietnam-Ding, das... Ah, da ist das Haus. Hä? War das aber nicht da. Das schockt mich halt nicht so. Weil... Ich finde, dass das ganze Vietnam-Zeug, das ist doch schon so TV-Trope-Gedöns. Oh, ich war im Scheißkrieg, in Scheiß Vietnam. Wenn die Freundin jetzt da wäre, dann würd's mal wieder die Hölle heiß machen. Wird's halt so. Ja, das waren aber alles junge Kerle, die keine Ahnung hatten und da hingegangen und haben da ganz Scheiße mitgemacht, haben da keine Hilfe von Amis, Staatgedönse gekriegt, haben das
gemacht, hat nicht gewusst, auf was er sich inlose, bla 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 bla. Ja, also, ja, also so, in der Realität, natürlich ist das scheiße. Vietnam ist genauso scheiße wie die Vietcong, die Amis scheiße gefunden haben und überhaupt und sowieso und Weltkrieg und tralala und Griechen und Ukraine-Krieg und alles richtig scheiße. Aber halt im Spiel, Tode von Rettich, geht's mir halt sowas von am Arsch vorbei. Es ist ein verdammt kleines Haus. Also wirklich, das ist so gerade ein Zimmerle oder so. Was ist das für ein Mini-Haus? Oder war ein Trepp, gell? Kann ich noch ein bisschen umgucken? Ja, die Kami kommt gerade. Hoppala, und poltert da rum. Ja, mau. So. Ja, sobald ich ins Haus drin gehe, werde ich speichern und dann machen wir ein Päuschen. Ich komme aber auch nicht vorbei, ne? Was ist jetzt eigentlich in dem fucking Bunker gewesen? Oh, da hinten kann ich auch hingehen. Nee. Oder? Warte mal, ich kann mich schon klein machen, oder? Ja, bringt nichts. Moment, ich muss meinem Kamilein. Guck mal her, mein kleines Kamilein. Muss ich eine Katzenhöhle bauen. So. Besser geht nicht, Mädchen. Also, wo waren wir? Häuserwand. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wo der fucking Bunker ist. Bunga. Ich habe den nie gefunden. So, ich gehe jetzt da hin. Und dann speichert es, hoffe ich. Und dann machen wir nämlich wieder Päuschen. Hier ist Johnny. Bin da. Wer noch? Oh, das finde ich gut. War eh so laut. Kann ich schon ausgehen? Ja. Ach, wer hätte das gedacht, hä? Dass jetzt die Tasche... ja. Dass jetzt die Taschenlampe ausgeht. Die geht bestimmt jetzt komplett aus und jetzt... Genau. Ja, aber da ist hell genug eigentlich jetzt. Hast du das nicht gesehen? Okay, jetzt geht die auf beide. 1, 2, 3. Da steht was vorne dran, also gehe ich dort zuerst hin. Okay. So. Dann kann man da durchleicht. Also das da finde ich halt schon geil, so, dass das nicht einfach nur Textur ist, so, sondern bei Legends mit dem Holz schon so. Ich probiere mal die da. Okay. Also dahinter geht es dann in die Länge vom Haus hin. Okay. Ah, die ist eh zu, sicher. Gibt es da noch was anderes? Ne. Muss ich jetzt eigentlich, wo muss ich denn hingucken? Hat er die Taschenlampe in der Hand? Oh, da kommt bestimmt gleich Hand oder sowas raus. So, ich suche so Schmierspur. Oh, kann ich schon hingehen? Ah, cool. Jetzt müsste das da die Tiere sind. Hoppala. Das ist bestimmt ein Monster im Schrank. Ne, das ist kein Fenster. Oh Gott, Kami, reg mich doch nicht auf. Oh, aber ich denke, das wäre Hand, oh. Schon schön gucken. Was war denn das da? Weil da war, das war die. Ja, Hauptsache im Spiegel gespart. Och, Kami, warte mal. Ich muss mal Mädchen die Deck wieder hoch machen. Da komm. Warte, ich mach das da weg. Hopp. Mach den Kopf dort runter. Geht und hin. Verrückte Kami. Guck. Ist das nicht hübsch da? Wunderbar. So, jetzt habe ich der Schee mit einer Deckzelt gebaut. Und jetzt ist die Schee unter die Deck und freut sich ihres Lebens, dass sie jetzt eine geile Kami-Höhle hat. Ja. Oh, da hat gerade rot geblinkt da oben, oder? Ist richtig gesehen. Alter, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das Haus ist nicht wirklich breit. Wieso machst du dann da so enge Fluren hin? Mach doch 2 Zimmer und gut ist. Alter, das ist doch kacke, du kannst dich nicht bewegen. Wer macht dann sowas? Ugh. Oh ja, es ist... Oh, da. Ah, guck mal da. Hast du jetzt bei mir geklappt, oder? Weiß nicht. So. Ich gehe mal noch ein bisschen gucken. Es ist jetzt so... typischer Jumpscare-Kandidat hier. Oh geil. Leid, zeig. Erzähl mir noch was von Vietnam. Jo, letzte Sitzung mit dem Patienten. Er ist endlich gewillt, Burkittsville zu verlassen, oder um es mit seinen eigenen Worten auszudrücken, er fühlt sich dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln.
Das freut mich. Der Grund dafür allerdings nicht. Er wird sich für den Militärdienst melden. Ah, ich mache mir Sorgen über den Effekt, den dieses Umfeld auf eine sensible Psyche, eine sensible Psyche haben könnte. Der Stress und die Traumata, die der Wehrdienst auslösen könnte, sind möglicherweise dazu in der Lage, sein Kindheitstrauma hinsichtlich des Waldes zu ersetzen. Doch der Wald wird ihn niemals verlassen. Egal wohin er geht, dies wird in seinem Verstand verankert sein, als die prägende Erfahrung, die ihn zu dem gemacht hat, der er heute ist. Ach so, das Psycho-Gedönse, das war bevor er zum Militärgedönse da gegangen ist. Moment, das wäre No gewesen. Okay, was gibt's da? Fenster. Hallo! Ui, so gut. Langsam da. Da rechts war ein Stuhl, da werde ich jetzt mal drauf gucken. Diese kleine Mini-Zimmerle da, das ist so Wahnsinn, also. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn das da ein Stuhl ist, wenn du da ein Bett hinstellst, das geht von da bis an die Wand. Und dann ist das halbe Raum zu. Ja, es langt verklärt Zimmerle, aber was soll dann die Kacke? Ja, ich gehe mal da hier noch Zimmer gucke. Was gibt's hier? Was ist denn das da? Becher. Wahrscheinlich drin gesoffen. Die Kiddies! Also Wasserstell, das war. Die Kloschüssel. Kann ich schon durchgucken? Ja. So, da sind wir rausgekommen, gell? Okay, gehen wir da hin. Das sind wieder so. Ach, guck mal, da müssen wir eben im Kreis gelaufen, ne? Da sind wir durchgegangen. Jetzt müsste man da die Treppe hochgehen. Mahn ich aber nicht. Wieso eigentlich nicht? Ja, da war ein Tier. Ich bin halt im Überlegen. War ich doch schon. Ich bin halt im Überlegen, ich muss ja in den Keller, ne? Dass ich dann die Treppe einfach hochgehe, quasi. Also, dann komme ich halt nicht in den Keller, das meine ich da damit. Also, dir. Locked. There's gotta be a key somewhere. Habe ich nicht irgendwo eine Weile dir gesehen? Huppe, jetzt bin ich schon halb die Treppe hoch. Ja, scheißegal. Wir sind über die Zeit. Da machen wir da beim nächsten Mal weiter. Wir gehen dann da die Treppe hoch. Alles klar.